das Mann folgt euer Mundartbredel, 3 Hollero, Hollerei, Tullio. Heute haben wir einen richtigen Kabarettstar da bei uns. Ja, doch, kann man schon sagen, gell? So oft wie ich die schon im Fernsehen gesehen habe. Irgendwie, und jetzt sitzt er da. In Fong? Schön, ja, da in Fong. In HD. Mundartbredel, ne? Da siehst du mal mit so einem kleinen Mundartbredel, was man da alles für Leute locken kann. Es ist ja wunderbar, ich finde das so grandios, dass du dich so für die Mundart einsetzt, weil ich weiß, dass du in der Kabarett-Bundesliga auch gespielt hast. Spielst du noch? Nein, das ist eine Saison immer so ein Kabarettpreis über mehrere, also über 13 Spiele. Und genau, das war Saison 18, 19 war ich da dabei. Genau, und ich weiß, dass du halt weit jenseits des Weißwurst-Äquators auch Borisch schwätzt. Ganz genau. Das finde ich ein grandioses Verdienst. Auch in Berlin dann. Genau, ich habe es in Berlin gespielt, mal ein Programm, in Hamburg, in Osnabrück, und das funktioniert. Ja, und das Coole ist, es ist nur unangenehm, ich habe so eine Zeit gehabt, also es hat schon gedauert, bis ich das Selbstbewusstsein gehabt habe, dass ich überall so rede, wie ich rede. Und da habe ich dann aber so gemerkt, boah, das taugt die Leute gar nicht. Der verbiegt sich für uns, das ist eine Mischung aus Hochdeutsch und Bayerisch. Was ist da los? Das war jedem suspekt. Aber wenn die Leute sagen, boah, da ist einer und der ist echt und authentisch, dann funktioniert es. Ja, das ist krass. Solange du dich nicht verbirgst, Genau. kannst du eigentlich alles machen. Du musst halt nur immer bei dir bleiben. Ja, und das habe ich total gelernt, und es ist gar nicht so einfach, immer bei sich zu bleiben. Ja, weil man ja so viel Außensachen ausgesetzt ist. Und das ist aber das Schöne, also dass bei mir nicht einfach alles da ist, sondern das hat sich alles entwickelt. Und ich mag immer, wenn sich was entwickelt. Ja klar, du hast dich ja ganz schön entwickelt. Wie lange hat es gedauert, bis du zu dieser Erkenntnis gekommen bist? Ich habe ja wirklich angefangen 2007 auf so Poetry Slam Bühnen, so Dichterwettstreite, da habe ich wirklich total verkopfte, hochdeutsche Gedichte geschrieben und so. Und dann glaube ich erst so 2008 das erste auf Borisch, das war so ein Text über München, so ein Gedicht. Und dann bin ich jahrelang zweigleisig gefahren, und 2014 war mein erstes Soloprogramm. Da war schon 80% Borisch und vielleicht nur ein paar hochdeutsche Gedichte. Und dann, gerade wo ich dann wirklich mit Stand-Up-Comedy angefangen habe, wo man wirklich von sich erzählt, wo man bei sich anfängt, bei der Familie, und wie kann man das auf die Gesellschaft hibieren oder so. Und genau, da bin ich immer persönlicher geworden, und mit diesem persönlicher werden bin ich immer borischer geworden. Genau. Ja. Und das ist für mich selber so ein faszinierender Das wird Rückblick. honoriert, ne? Ja. Wenn man sich Und da habe ich mich jetzt wirklich gefunden. man selber ist. Genau, also jetzt mit meinem zweiten Soloprogramm, die Rutsche rauf, da habe ich mich wirklich gefunden, sowohl sprachlich als auch inhaltlich, und wie ich es mache. Und so werde ich es jetzt bis zur Rente machen. Es gibt jetzt schon wieder ein Reiseprogramm, gell? Am 10. März hat das Premiere, ja. Also ist die Premiere? Im Lustspielhaus in München wieder. Und von daher bin ich gerade nur auf Tour mit dem anderen und am Schreiben fürs Neue, und versuche halt da alles, was ich jetzt gelernt habe auf dieser Tour, 2 Jahre mit dem Programm unterwegs, eben in ganz Deutschland, viel Erfahrungen gesammelt. Du hast schon einmal Quatsch Comedy Club Berlin gewählt und gemerkt, ist nett, aber ich muss jetzt nicht Berlin erobern. Weißt du, mir geht es nicht darum. Ja, die haben auch, glaube ich, wirklich ein bisschen ein Problem direkt. Das ist wie wenn du bei uns als Sachse irgendwie auflaufst, da hast du auch erst einmal gewisse Schwierigkeiten, weil die sofort gefrühstückt haben, eigentlich, wenn es den Dialekt hat. Genau. So ein bisschen. Da war's, ist schon, oder? Es war nicht hart, weißt du, es war okay, aber ich habe quasi von mir gemerkt, boah, ich muss jetzt nicht in Berlin, ich muss nicht jeden Berliner erobern. Jetzt. Ja, weißt du, ich bin jetzt auch kein Jungspund quasi jetzt der nächste große Star werden möchte in ganz Deutschland. Hey, war eine super Erfahrung, ja, aber da bin ich lieber in Wong beim Mundartbredel, und da weiß ich, wow, das kann richtig geil werden halt. Also ich habe eine gewisse Erwartung an den Abend, das gut wird. Und genau diese Erfahrungen einfach, die bringe ich ein. Nicht, dass ich davor erzähle in einem Programm, aber ja, einfach weil man hier viel sammelt und speichert auf so einer Tour. Ja, grandios. Also wird aber ein Kämpfer für die Ja, Mundart. Kämpfer auf jeden Fall. Sehr schön. Ja. Und vor allem, du bist echt der, finde ich, der die Grenzen so echt geweitet hat. Weil es hat vor dir wissen die keinen, der, sage ich mal, wirklich so beständig auch ich sage mal jetzt international, also außerhalb von Bayern, quasi in Mundart da durchsetzt und das einfach eisenhart durchzieht und erfolgreich ist dabei. Ich meine, du warst immerhin für den Stuttgarter Besen nominiert, das ist somit einer von den renommiertesten, wo man überhaupt nominiert sein kann, so ungefähr. Ja. Nee, das war schon ganz cool, und da geht es jetzt mit dem nächsten Programm weiter. Ja. Also Der nächste Preis kommt dann bald, oder?
Ja, schau mal, ich bin in Erding, ist irgendein Preis im März. Oh, also aber- wenn du nicht gewinnst, das sage ich dir gleich, dann ist es ganz grandios, Ja. weil da haben wir, seit wir da Teilnehmer haben, wir haben nicht Was gewonnen. denn? Ja, genau, das war der St. Prosper, oder? Ja, genau, der ist das. Ja, wenn du da nämlich nicht gewinnst, dann kriegst du 2 Kasten Starkbier. Seitdem sind wir Alkoholiker. Seitdem sind wir Alkoholiker. Wir haben die Starkbier gesucht, das hat uns so gut geschmeckt, dass wir seitdem immer ein Trage Bier haben. Also schau zu, das Früher haben wir gibt's, nur Bier getrunken. Dann schauen wir, Hauptsache das neue Programm wird Da gut. gibt's nämlich Ja, Geld. da bin ich ziemlich sicher. Der Titel, Es muss rauschen. das ist ja schon mal gut. Ja, das, Es muss ich schaue, wie man die angeschaut Heute schon merkt man ist was schon. rauschen oder heute rutsche? Halt vielleicht so eine Mischung, so ein Eine paar Mischung. neue Sachen und ein paar. Das ist jetzt das Schöne an den Mixshows, dass wir irgendwie aus 3 Genau. Soloprogramme was schöpfen konnten. Ja. Ja, vielleicht probiere ich auch neue Sachen aushalten, mal schauen, wie ich drauf bin. Und ja, Also unsere Leute sind aber gut drauf, da Ja. können wir wirklich voll gut. Die arbeiten sind sehr mit gut denen. drauf und zwar vom ersten Moment. voll gut. Ja, wir freuen uns. Ja, ich freue mich auch, klar. Alles klar. Ja, merci. Dis man voi toia munda